69. Wache. Tag 7. Onkel Timmy. Timmy. Morgen, was lachen Sie so, McNabb? Ich lache nicht. Gell, ich muss Sie hier mal vorher vorheben. Es gibt Neuigkeiten aus Baltimore. Zu Mike? Ja, unser Gangster hat nichts damit am Hut. Sie haben die Verdächtigen festgenommen. Das sollte für Sie von Interesse sein, Kelly. Es heißt, diese Nummer sei für Sie gedacht gewesen. Scheiße. Und noch ist es womöglich nicht vorbei. Also passen Sie auf. Das scheint etwas Politisches zu sein. Scheiße, Mann. Da haben Sie sich wohl mit den Falschen angelegt. Ja, ich weiß. Nur nicht mit welchen genau. Bis dahin geht es zurück auf die Streife. Notizbücher raus und hergehört. Stellen Sie 8 Strafzettel fürs Parken aus. Und wenn ich herauskriege, dass sich einer von Ihnen bestechen lässt, schiebe ich ihm meinen Fuß so tief in den Arsch, dass ich meine Schuhe an seiner Mütze polieren kann. Das ist einfach zu viel, Boss. Außerdem haben wir eine Fahndung am Hals. Details samt Polizeifoto bekommen Sie später. Der Typ steht bereits auf der Liste des FBI und wir sollen nur aushelfen. Also nehmen Sie ihn nicht fest, verstanden? Passen Sie auf, dass Sie auch den richtigen haben, bevor Sie es melden. Halten Sie die Augen offen. Okay, genug geredet. Ab mit Ihnen. Ja, und somit habe ich die Registrationssatz zu Beatcop. Tag 7. Und wieder mal ist irgendwas passiert und der Ding ist weg. Das ist einfach weg, der Ding. Der Kranz für den Mike. Aber okay. In meinem Revier gab es wieder eine Schießerei. Irgendein Penner hat ein Dutzend Kugeln abbekommen. Das ist eine Scheißmenge an Arbeit, was? Ja, schlimmster Mordfall, den ich je gesehen sah. Dafür landen Sie in der Hölle. Da bin ich schon. Mensch, ich hatte gestern einen guten Fick. Brennt der Arsch? Fragt eure Mütter. Wir ziehen um. Wir sehen uns bei der Einweihungsparty. Krause, arbeitet Ihr Cousin nicht in der Immobilienbranche? Nein. Lasst das, Leute. Wissen Sie noch, wie ich Sie gebeten habe, mich auszustempeln? Damit müssen Sie jetzt leben. Sie glauben doch nicht, dass ich für Sie die Regeln breche. Ich erwarte gar nichts von Ihnen. Brauchst du etwas Aufmunterung? Widerlegen. Gehen wir, ich verhungere. Wie war der Fitnesstest, Schepanski? Fick dich, ich hab dicke Knochen. Ich hatte einen Traum. War es ein guter Traum, Sir? Nein, Sie saßen alle hier, wie Sie es jetzt tun. Ist das etwas Schlechtes? Ja, selbst in meinem Traum haben Sie nur Scheiße gebaut. Gut, und dann geht's wieder mal ab auf die Straße. 8 Strafzettel fürs Parken. Und wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Okay. Ich hoffe, Sie haben schon ein paar neue Freundschaften geschlossen. Sicher mehr als Sie zumindest. Arschloch. Alles in Ordnung, wie üblich. Sehr gut. Sie wissen, was zu tun ist. Halten Sie sich bedeckt. 421 im Einsatz. Vergessen nicht die Strafzettel. So, jetzt müssen wir noch mal kurz. Irgendwann. So, weg damit. So, müssen wir irgendeine. John Doe, Alter, eine 80 Person bei Hardricks Kaffee gesichtet. Super. Ich war das Ziel eines Anschlags. Die Gang hatte nichts damit zu tun, die Dinge haben gelogen. Die Auswirkungen könnten schwerwiegend sein, vielleicht sogar politisch. Lassen wir uns beim Hardrick irgendwie aufhalten. Parkverstoß. Guten Morgen, Officer. Sind Sie geschäftlich oder auf einen Kaffee hier? Diesmal ist es geschäftlich. Sehen Sie mal, kennen Sie diesen Kerl? Aber sicher doch. Das ist John Doe. Na klasse, kommt er öfter hier vorbei? Fast jeden Tag. Immer zur gleichen Zeit. Kommt drauf an, manchmal kommt er morgens um 11 Uhr und manchmal nach der Arbeit um 17 Uhr. Warum? Steckt er in Schwierigkeiten? Wir ermitteln noch. Danke für die Info. Okay.
11. Reifen kontrollieren. So. Er kriegt jetzt gleich meinen Strafzettel. Abgeschleppt wird auch noch. Strafzettel. Parkverstoß. Das ist praktisch, wenn du einfach nicht mehr schauen musst, ob jetzt das oder das. Geil. Oh, wer ist denn da? Wir werden später am Tag einen Parkplatz brauchen. Und Tatagalia persönlich wird hier eintreten. Können Sie sich darum kümmern? (16 Uhr), es sollte bis 15 Uhr sein. Eieiei. So. Strafzettel. Abschleppen. Der Boss wollte Sie daran erinnern, dass Sie in 3 Tagen eine Zahlung leisten müssen. Alimente oder so. Okay, verstanden. Seit wann sind das 600? Ich überbringe nur die Nachricht. Ich weiß, ich weiß. 600? Und er kommt jeden Tag um 11 oder 17 Uhr zu Hardwicks Kaffee. Oder den Parkplatz bis 15:30 Uhr. Ja, passiert. Wieso haben wir bitte in 3 Tagen so viel Geld zusammengerannt? Hallo. Man merkt doch, dass da ein Ding ist. Echt? Officer Kelly, ja? Ich habe eine Nachricht für Sie. Von wem? Worum geht es? Am Senator, von wem sonst? Der Inhalt des Tresors muss gefunden werden. Beachten Sie dies als freundliche Warnung. Ich habe die Diamanten nicht. Sie waren nicht da. Es geht nicht nur um die Diamanten. Was denn noch? Das ist alles. Auf Wiedersehen. Natürlich. Ja, gell? Was passiert, wenn man Ding nicht beachtet? So. Und gleich weg damit. So, wir haben keine Beschwerden. Ihr habt so ernsthaft ein Problem damit, einfach normal zu parken. Was ist da so schwierig dran? Parkverstoß. Du brauchst nicht mehr was schauen, du. Nichts ist da schon wieder. Was ist los, Boss? Brauchst du was? Ich habe den guten Scheiß für 20. Was soll ich deswegen unternehmen? Sie haben es sich hier ein wenig zu bequem gemacht, oder nicht? Sie sollen sehen, wer hier in der Gegend was zu sagen hat. Dafür wären $50 drin. Das geht überhaupt nicht an. Jetzt weg hier. So. Mit. Hat er schon Strafzettel oder so ineinander? Ah. Schauen wir mal, wo der hier geht. Was bloß nicht.
wir sonst auch sein? Ah. Das ist so. Was soll man mit den 609? Bei 609. Bitte, bitte. Bleib's geschehen haben, wenn man vor dem Ding steht. Ah. Ja. Nee, mit dem Aufzettel, bam. Es wird bei 609 ein Radiodiebstahl gemeldet und bei 631 oder so ist er dann, oder was? Doch total unlogisch. X120. Das war irgendwo da. Oh, geht auch nicht rauf. Bitte Streifung, um den Täter mitzunehmen. Okay. Das ist schon mal ganz gut so. Also jetzt ist 13 Uhr. 13 Uhr ist jetzt. Ein Säufer hat sich in seiner Wohnung verbarrikadiert. Hat ein Kind bei sich. 6:15, zweiter Stock. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle. Sechs 15. Da. Hier ist Officer Kelly, es gab einen Notruf. Bitte kommen Sie rein. Hier ist Officer Kelly. Was ist los? Verpissen Sie sich. Hey, wir können reden. Kommen Sie nicht hier rein, sonst werde ich Sie töten. Ich schneide ihr die Kehle durch. Officer, helfen Sie mir bitte. Mein Onkel ist sehr, sehr wütend. Aber ich habe gar nichts gemacht. Halt die Fresse, du Plage. Ganz ruhig. Lassen Sie uns reden. Bringen Sie mir Schnaps, dann reden wir. Und einen Burger vom Diner. Okay, aber da machen Sie ja keine Dummheiten. Beeilen Sie sich. Ich warte hier nicht ewig. Uhr 30. So. Aber ich brauche einen Burger mit Pommes und beeilen Sie sich. Jemandes Leben könnte davon abhängen. Macht's Hunger, was? Das ist nicht die Zeit für Witze. Das ist eine Krise. Er liegt auf dem Grill. Ich warte. Wo kann ich ihn nicht verkaufen? Er ist fertig. Danke, die Polizei wird Sie bezahlen. Betriebsausgabe. Das ist nicht nötig, der geht aufs Haus. Danke. Perfekt, also 6:15. Bitte lass mich einfach mal das machen. Ist in Ordnung? Haben Sie den Schnaps und das Futter? Ja. Lassen Sie sie in Ruhe. Tun Sie dem Kind nichts. Ich habe Sie gewarnt, aber Sie nehmen mich ja nicht ernst. Nein, ich habe den Whisky. Hier.
Na gut, heute ist Ihr Glückstag. Geben Sie mir den Schnaps. Jetzt kann ich mein Nickerchen machen. Hey, kleines Mädchen, komm zu mir. Ich komme, Sir. Jetzt wird er ruhig sein. Geh nach unten zu den Nachbarn. Jemand wird sich um dich kümmern. Sie dachten, sie könnten ein Kind der Art benutzen. Jetzt sind sie an der Reihe, Sie Mistkerl. Das haben sie verdient. Zentrale ist 421. Wie ist Ihre Lage? Alles ist unter Kontrolle, das könnte es sicher. Täter festgenommen. Aber er ist die Treppe runtergefallen. Armes Ding. Gute Arbeit, Kelly. Ich muss wieder runterkommen und meine Hände auf Eis legen. Was hier jetzt ein bisschen... Ganz ruhig, ich bin als Kunde hier. Was ich nicht verstehe, der Typ, der müsste seit gestern in dem Gefrierfach sein. So rein theoretisch. Wenn man es so sagt. 14 Uhr. Ich nicht selbst hin, bezahlen den Strafzettel. Bla bla bla, immer die gleiche Gewisch. So, haben wir jetzt halt die 16 vorher. Ist schon mal ganz cool. Muss man aber auch gleich mal abschleppen. So. Zentrale ist 421. Hier ist die Zentrale. Was brauchen Sie? Okay, wie du willst. Ich bin weg hier. Gute Entscheidung. Was ist denn mit eigentlich schon wieder da los, ha? Ah, ich kann da Person melden. Das habe ich gar nicht gesehen. Digi, ganz sicher nicht. Eieiei. 100 Strafzettel haben wir jetzt halt schon austeilt. Ah, der haut schon. Aha. Okay. 23. Der auf der anderen Seite nur der Straße ist. Aber ist unbedingt. Ja, weiß. Doch ein Parkplatz, was hast du denn? Er hätte einfach da parken können. Minus 10 bei der Mafia, das ist natürlich nicht so nice. Und nämlich Minus bei der Mafia. Was soll ich machen, wenn der Typ da... So. Wir haben wir den nur. Okay. Den haben wir zwar gemeldet. Jetzt haben wir unsere Hauptaufgabe auch gemacht. Perfekt. Die Notizen nicht wahr. Des Anschlags, bla bla bla. Obwohl sie sein Korn nicht abschleppen.
Ich habe die falsche was? Hä? Was möchtest du denn? Arsch. Stellen wir noch schnell einen Strafzettel aus. Ei, die immer. Bla bla bla, weitermachen. Dass die immer an drohen müssen. Unverständlich. Mal komm. Im Prinzip, wenn wir das Doppelte erreicht haben, kann man uns eigentlich jeden bestechen lassen, der wo mich. Aber ich weiß halt nicht, wer wie wo ist. Jetzt möchtest du mich doch verarschen, oder? Kurz vor der vom Ding oder vom. Ja, Mafia mal minus 10 jetzt hat. Ich bin der Gas in meiner plus 20 Ding, ne? Das ist natürlich nice. Wieso in der Eisschalten, wenn es auf der anderen Seite. Das ist so mega ungerecht. Was? Ich hab den gemeldet, ihr Penner, ey. Das ist mega ungerecht. Verdammt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, Avideri.